Ja, also, neuer Versuch. Gar nicht gross labern, jetzt einfach voll ab ins Getümmel. Ich würde jetzt einfach versuchen, kämpfen, so viel, bis er in der Hoffnung hoffentlich abhaut. Weil er rennt eh nur das Mühe weg und fertig lustig. Ja, da ist er. Holy shit. Okay, this time I'm ready. Come on, you big bastard. Riss Kleidung, okay, kann ich mitleben. Kommt er wieder? Blutfurcht ist nicht so cool, aber was ich gesehen habe, ist, dass die Ausdauer immer weniger wird beim Speer aufstellen. Also, das ist eigentlich so der kritische Faktor, dass man den Speer rechtzeitig anstellt oder gut timet anstellt. Jetzt ist es schon, der kommt eh gleich wieder, oder? Aber jetzt habe ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Ausdauer, ich bleibe jetzt einfach mal stehen. So, hau ab. Weg! Ist er jetzt abgehauen? I can still feel my face. Super, du spürst das Gesicht noch. Ja. Ist er weg? Yay! Gotta stop that bleeding. Ja, das ist eine gute Idee, danke für den Hinweis. Blutverlust braucht Bandage, wie ist das gegangen? Medical, Bandage, Blutverlust. Und das habe ich jetzt sonst noch. Infektionsrisiko, so ein Bart oder das, keine Ahnung, das Fläschchen. Das ist der. Das war das letzte gewesen. Also, jetzt bin ich voll dabei zu schauen, schnell meine Kleider an. Zustand 47 ist nicht so toll. Das ist Händchen. Ich schaue, dass man nichts kritisch kaputt macht. Also, Mensch ist noch okay. Jetzt, wie hat man den Tag anzeigen lassen? Die Tageszeit da. Ist noch morgen. Ich hätte jetzt noch genug Zeit, um dort überzuhuschen. Ich freue mich jetzt allerdings halt. Allererst speichern. Also. Ruhig durchschnaufen. So. Soll ich jetzt mein Zeug flicken? 47. Dort zum Beispiel. Mache gar nicht zum Reparieren dabei, dann hat sich das eh erledigt. Gut, okay. Also. Macht mir Sack kaputt, der wird sicher nochmal kommen. Das ist noch nicht das Ende, bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt muss ich einen mega langen Weg laufen. Zuerst mal schauen, wie ich von da oben wieder runterkomme. Muss ich da den Weg zurück, oder komme ich da hinten runter? Nein, muss ich zurück. Also. Ich gehe jetzt mal davon aus, der Bär ist weg. Oder? Das heisst, 12 wäre jetzt wieder das Problem sein. Oh, die Temperatur ist aber recht am Arsch. Jetzt frage ich mich gerade, soll ich echt nochmal dort vorbei mich aufwärmen? Ja,
sieht es eigentlich so futtermässig aus? Ich glaube, ich bin doch ein bisschen gar optimistisch aufgebrochen in das Abenteuer. Also definitiv zu kalt, ich will das so nicht schaffen. Also jetzt gehen wir nochmal zurück ins Spencer-Hütli. Und dann mache ich dort mal eine Aufwärmrunde und dann kann ich dann noch ein bisschen Wasser kochen. Vielleicht hat es sogar noch den Stoff dort, da kann ich nochmal... was muss es sein? Da kann ich vielleicht sogar noch etwas... Wow, schau mal, das geht mega ab mit der Kälte. Der Kampf jetzt dermassen gefreezed. Du verfrühst mich jetzt nicht mit Kenzie, gell? Jetzt haben wir schon mal den Berg geschaffen. Das Biss fällst du ein bisschen auf die Zähne. Da ist er. Too cold to think. Du sollst auch nicht denken, du sollst die Zähne zusammenreißen. Metallschrott nicht. Dann ist das Schuhe. Metallschrott. Also, okay. Metallschrott. Schmiede. Ja, das glaube ich dir. Jetzt machst du zuerst mal das Feuer. So. Und da sehe ich ein grosses Problem. Wie bin ich da aufgebrochen? Ich habe nichts dabei. Kann ich nur mit Kohle Feuer machen? Nein. Wieso habe ich Lampenöl dabei? Ich habe einen Kanister dabei. So ein bisschen überfragt. Mackenzie, du hast nichts dabei zum Feuer machen. Und so brichst du auf, das tut mir extrem fahrlässig. Da hinten liegt etwas. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir doch die Kiste auseinander. Also, wie sieht es jetzt aus? Das ist eine super Chance, die ich da oben habe. Aha, nein, ist ja 95. Jetzt kommt jetzt mal ein Brandbeschleuniger, ich habe keinen Bock. Aber ich kann kein Feuer machen, weil ich keinen Zunder habe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und was brauche ich für Zunder? Was brauche ich für Zunder? Das ist irgendwie so Papier, oder? Und Stickies. Ich glaube nicht. Ja, da bin ich also echt super vorbereitet aufgebrochen in das Abenteuer. Vielleicht habe ich da noch irgendetwas eingelagert. Nein, das ist die Bank, aber das ist noch ein Schubladen, oder? Nö. Ich habe keinen Zunder. Wie mache ich Zunder? Wenn ich nicht Zunder mache, es irgendetwas. Zunder. Auf Stock, da, warte. So. I think my stomach is eating itself. Nein, du bist eine Jammertante. Unglaublich. So, Zunder. Jetzt schmeißt man noch den drin, mit dem bei 100% sind. Zundhölzchen, go. That
want you to help warm things up? Dann schmeißen wir doch da noch ein bisschen Kohle rein. Sehr schön. Dann Wasser. Und das gibt es nichts. Gesundheit ist dort unten, die ist aber recht am Arsch. Also wenn es jetzt nochmal einen Bärenangriff gibt und ich denke, ich muss von dem ausgehen. Dann habe ich das Problem, wenn ich jetzt da nochmal eine Nacht bleibe. Langt das vom Futter her? 2,50, 2,50? Ja, das langt. Ja. Ich glaube, das muss ich machen. Also zum Schmelzen nachher muss ich aufkochen. Ja, das muss ich machen. Also muss mal überlegen, zeitmäßig. Jetzt habe ich immer so ein Kühlungsrisiko. Ja, zeitmäßig würde ich es wahrscheinlich schaffen. Ja, das ist schon knapp. Der Scheiß schafft, wenn ich den Bär über den Weg laufe. Ah, schau, jetzt sogar noch zurück. Wenn ich den Bär über den Weg laufe. Ja, super, hätte ich alles trinken können. Mit dem Gesundheitszustand, ich glaube nicht, dass das gut kommt. Cool wäre, ich könnte jetzt mein Zeug noch reparieren. Und ich könnte irgendwelche Kleider... Den könnte ich... Doch, daher. Das würde Stoff geben, oder? Das wäre gar nicht so übel. Der geht sicher noch ein Momentchen. Vor 40 Minuten so lang. Geht der wahrscheinlich nicht. Also, ich mache es folgendermaßen. Ich tue jetzt mich da nochmal schön pflegen, alles ein bisschen durchreparieren. Da bin ich einigermaßen in Sicherheit. Und schnell durchschauen. Da haben wir Futter drin. Und du hast so... Ach komm, ich schmeiße die Hüte auch mal über. Ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen wollte.
Einfach, dass ich muss daran denken, vor dem Aufbrechen, dass ich wenigstens ein bisschen etwas mitmache, sonst bin ich wieder voll am Arsch. So. Jetzt mal schauen, ob das lange um etwas zu reparieren. Nein, ich muss sie auseinandernehmen zuerst. Nehmen wir mal die Kappe auseinander. Okay, 137, ich muss dann sicher noch saufen, also machen wir nochmal eine Ladung, das schadet sicher nicht. Der hat noch wie lange? 54 Minuten. So, der ist relativ übel dran. Ein bisschen aufheizen. Was ist jetzt ein Stoff? Das wird wahrscheinlich nicht die riesen Reparatur-Dinge geben. Das ist das Käppli. Wenn ich jetzt natürlich noch wüsste, was ich schön gelagert habe daheim. Ich jetzt denke, fast denke, die Hose wäre wichtiger. 25 Minuten. Ja, komm, machen wir noch die Hose. Und dann schauen wir in der nächsten Episode, wie es weitergeht.